Good morning. Ik grüße jeder einem in Namen Jesus und freue mich für jeder einen, was hier von der ist gekommen. Wir haben in Dal sehr schöne Lieder gesungen, besonders das letzte Lied, was wir singen deuten, wie There is a God beyond the azure blue. Das ist ein von meinen favorite Lieder. Was manchmal von gesagt, dass dort ist das Leid für den Christ. Jeder Land, wie weit in Kanada haben Leid, in den States haben Leid, was gesungen wird, das handelt sich um das Land. Und manchmal wird gesagt, dass dort Leid, there is beyond the azure blue, dort ist das Leid von den Christ. Das Land, das ist ein schönes Leid, immer war uns den zu luten und dort wir handeln Gott, der hat uns erschafft und der ist mit uns. Für uns Thema von der aus morgens habe ich gewählt, ein bisschen zu reden von einer frischen Belawungstiet. Ich weiß nicht, was jemand im Kopf kommt, wenn ihr an eine Belawungstiet denken, aber eine frische Belawungstiet, das ist, wenn da was abgefrischt wird, nicht? Was war wertvoll, frisch vom Frischen wertvoll ist. Und der Hauptvers, was ich mir gewählt habe, wo das Satz bin, ist, den finden wir in Apostelgeschichte, das 3. Kapitel, der 19. Vers. Und du sagt Petrus zu den Menschen, die am Anhorchen sind, er sagt, dann schlut nu an jünt und merkt jünt ab, dass jünt die Sünden vergeben worden, so dort vom Herrn eine frische Belawungstiet über jünt kommen kann. So ich will sagen, was ist eine frische Belawungstiet? Davon vielleicht, und die, die befreit sind, gewohnt mit den Partner taub und das jetzt schein, aber alle was einmal, dann gehen wir vielleicht eine Zeit durch, wo wir besonders uns nur merken mit uns Partner. Und das ist eine frische, eine lebende Belawungstiet. Some von als wir das erste Mal vielleicht ans Partner sahen oder wir fangen an zu spazieren mit den Partner, dort wir, das von uns Hort ein bisschen geflottert und dort ging es sehr schein. Einer wir vielleicht ein bisschen nervös und wissen nicht, was die das gleich und wo das sein. Und die viele, die gehen vielleicht da zu sehen, je besser einer den Partner kennenlernt, aber dort meint nicht, dass nicht eine frische Belawungstiet kann passieren in einer Ehe Lothar am Leben. Wir bühen nicht von der und nach einmal ab, das Hort, was der Flot hat, wo viele Jahre dort drei ist, was wir uns Partner kennenlernen. Oder wenn wir denken an die Gemeinschaft oder die Relationship zwischen ein paar Ältere und das Kind, wir gleichen unsere Kinder. Und dus wir grotet levendig Gefühl, was wir kriegen, als wir das Kind das erste Mal in unsere Arms holen. Und das hat Gott uns geschenkt. Aber einmal war durch im Leben, wo wir vielleicht Tiere durch aus der Ältere mit unseren Kindern, wo uns das Kind einmal war vom Frischen viel wert wird. Das ist eine frische Belawungstiet. Krijgt es dort erst vielleicht auch an uns christliches Leben, dort fehlt alle was mal an eine frische Belawungstiet. Dort ist, auf Englisch würde wir sagen, a time of refreshing. Wir halten das sehr hoch, dass wir uns beziert haben. Wenn ich mit Frauen und Hand abheben, wer sich dort noch kann behalten, weil den Tag, wo heire sei sich beziert hat, wird alle vielleicht so meiste von uns wings die Hand abheben. Und wenn wir an denken, wo fällt sich dort? Wie ginge diese Erfahrung durch, dass wir eine sehr gute Zeit, dass wir Frieden,
dat wir es, ich kann mich noch besinnen, dass wir es von der Welt buiten mit dat Leid bloß anders. Dat wir het zelfs, je woont im zelfs, het huis, dat groß wie Krijgsgrein, je was den Feendag, is het des dag weer, aber dat Leid, zo meine uitzegt, dat Leid bloß Fresche en beter. Aber das ist manchmal so, dass wir leben in uns christlich leben, aber das fehlt manchmal an eine Zeit, wo wir frische Belawungstiet haben, wo das abgefresht wird, wo wir frisch vielleicht Diaper gewartelt worden, wo wir vielleicht, wo das eine Zeit ist, wo wir nicht bloß von das Leben, was wir die Zeit belebt haben, als wir uns beziert haben, aber das ist, was Gott in uns Hort wirken dat. Deze vers, de Apostelgeschichte, de 3. Kapitel, hier wo Petrus zei dat merkt junt ab, dat de zinden vergeven worden, zodat vom Herrn eine frische Belawungstiet ewig kommen kann. Dat komt en de predigt, Petrus en Johannes, die zijn Tempel gegaan en ze hand door en armen, behängender Mann angetroffen und bei der in der Haft nur Geld gefragt, lässt sich das so vernehmen. Und Petrus sagt, ich kann nicht Gold oder Geld, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus und das ist im Namen Jesus, steh ab und go. Und das ist eine große Frage Zeit. Die Menschen wundern sich, was hier passiert ist. Dass das Mann, der lässt sich so vernehmen, der soll über 40 Jahre alt, so das ist mein Allah, oder Allah, der ist ein älterer Mann, der dann auf einmal kann hopsen und ran und gehen, so ist, wenn er nie gemerkt ist. Und die Menschen kommen taub und wollen das sein, was hier passiert ist. Und Petrus und Johannes, besonders Petrus hier in dieser steht, der nimmt dort ab sich und er predigt von Jesus. Und er redet von dort jün Leben, er redet zu den Juden, jün Leben, dort gebühren dort nach einmal ab jüne Verfuhren, ab ein Altes Testament. Und das steht, dort je Büße down und jün hart aufmerken, dort jene frische Belawungstiet und jün Leben wollen, beleben. Dort je nicht dürfen, bloß ab der Verfuhren Gottesdienst bühen, nee, dat je wat van der wat beleven, te zijn kriegen, dat je ab dort bühen kann. Du ist manchmal in Bett, wil ik zeggen, dat is niet het beste, wenn wir bloß immer in ons Leben terugkijken, dan wat Gott die Zeit für uns getan hat. Wenn wir fragen, ein Christ, den anderen Christ, was hat Gott in dein Leben getan? Hoffentlich hat er was Zeuge von, was er für uns die letzte Zeit getan hat. Das ist sehr viel wert, was er für uns getan hat, beim Kreuz. Das ist sehr viel wert, was er in uns Leben getan hat, durch die Bekehrung. Das werden wir niemals zu nichts achten. Aber wenn wir bloß durchchecken, dann ab einmal, dann bleiben hängen. Wir checken nur hängen. Und das ist, wenn wir stärken bleiben an der Vergangenheit. Und wir können ab einmal nicht die Dinge erfahren in uns christlichen Leben, was wir für uns von der sind. Gott, der schafft nicht bloß in der Vergangenheit, nee, der schafft von der auch. Jesaja, der 43. Kapitel, Vers 18 und 19, du sagst, für jede die Dinge, die vergangenen Dinge. Dort nicht, ob die Dinge bühen, was in der Vergangenheit sind. Aber dann ist es, so was sagt du mit dann, Lanus? Was sagt dann? Wir sollen niemals zurückdenken, was der Herr für uns getan hat? Oh ja, for sure, wir können. Aber wir wollen nicht bloß durch Stärken bleiben. Wir wollten im Alten Testament, einmal waren die Israeliten,
die Gott befohlen, dass sie sollen ihre Kinder dort lernen, was Gott für ihn getan hat. Sie sollen einen Steiner kloppen hier oder irgendwas, was hier so steht, abstellen. Dort soll die Kinder beanwegen, die Eltern zu fragen, was haft das zu bedienen, was haft das zu tun. Und Gott, die deuten da fast anstellen, was die Israeliten jeder Jahr sollen holen. Tim, für was wir dort? Dort wir sie sollen behalten, für was Gott in ihrer Vergangenheit getan hat. Aber wir wollen nur nicht bloß stecken bleiben. Gott, der schafft zu alle Zeit. Der hat nicht bloß 20 Jahre drei, oder 30 Jahre drei, oder 100 Jahre drei geschafft. Nee, er schafft von der auch noch. Jesus, der sagt, dass er will schaffen, einmal schaffen. Und wir wollen nicht bloß stecken bleiben an dort, was wir Hand belebt in der Vergangenheit. So haben wir uns ein klein bisschen anlassen von der Wort, die frische Belawungstiet in der Bibel, haben die Dinge, was davon geschrieben, was leid dort. Hier steht, und das ich sehe in Apostelgeschichte, der 3. Kapitel, da redet von, sie bühen ab die alle Jahren. Sie ohne Johannes, die Täufer in Jesus, ohne Deutschwei, hast du auf 400 Jahre nicht was zu hören gewesen. Und so die Menschen, die bühen nach Säuer ab dort, wo du erst viel Jahre drei gewesen. Und Petrus sagt, dass Tiet, dass ihr was Fresches beleben, und dass eine Erweiterung ein Jünhort ist, dass Jünhort sich nicht bloß holen hat und dort, was er in der Vergangenheit ist. Mir wird es interessant, über was ich hier zu checken, über in den 1800 Jahren, gleitet wir in 1857, samtidig, dann wären da 4 junge Menschen, die nie im Glauben wären. Und sie entschließen sich, dass sie wollen mal besonders viel Zeit nehmen und sich in Gott bloß anbeten und Gott sein Wort zu studieren. Und so, jeder Freitag ab nun, dann gehen sie nun ein Schulhaus in ihr Dorf, wo man das dann ist, und sie haben das in der Schule für die Menschen, die Menschen, wo sie wohnen, in das Dorf. Und dann auch noch, dort sie gehen, und sie nehmen die Bibel mit für den Abend, und sie nehmen ein bisschen frisches Halt mit. Wenn nur die Senderschule sich vernommen, dann wollen sie durchbleiben Rom am 4, und dann wollen sie sich besonders im Gott sein Wort vertiefen. Und sie haben ein Buch von, was er beschrieben hat, von George Mueller und Chris, was das ja nur mit Gott leben deuten. Sie leiten an den sich an den sie leben nennen, und sie beten dafür. So, das sind 4 junge Menschen, die kommen jeder Freitag taub für ein paar Jahre. 1851 sage ich, das für Ireland, das auf Englisch würde sein, that none is the year of grace. Auf einmal in ganz kurzen Zeit, dann wären 100.000 Zeilen, was du nach Jesus gekommen, was du nach Jesus kommen deuten. Wie eine Zeit von einer frischen Belawungstiet für eine ganze Provinz. Was von Unterschied merkt das an dieser Stadt, in der Beamgebung, die Businesses, die der Trinkstoff merken und Trinkstoff verkaufen, die wurden tau. Die haben nicht mehr Business. Die werden nicht mehr gestohlen. All das Eierreichtigkeit, das hier ab. Ein Abend besonders wären 15.000 Menschen, die taub kommen, bloß beten und horchten aus der gepredigt wird, und ein Teil von die können bloß nicht anders als sich durchknallen und Gott anprachen. Gott, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Sieh, dort ist eine frische Erweiterungstiet, dort ist eine frische Belawungstiet. Gott, der schafft
Even though wir wollen dort nicht hinterschauen, was der Israeliten getan hat, wir wollen dort erst die biblische Geschichte, dort jaft uns ein Bild von wer Gott ist, und das ist die Bibel, da werden wir nichts tun, aber dort Gott hat nicht abgehört mit Schaffen, aus der Bibel abgehört hat mit Schreiben. Nee, Gott der Schaffen down nach alle, ab die Wahrheit von was wir an das Wort fing down. Es wird interessant in Hosea, der 10. Kapitel, die 12. Vers, da sagt, dass es Pflicht der Brach nach einmal in Seg dem Herrn, dass kämpft und jünd halb gerecht sein. Auf Englisch, da sagt, wir sollen die hohe Erde ablehnen und Seg den Herrn, But kämpft und abjünt Gerechtigkeit nachbringen dat. Gleich dort wird hier die Gerechtigkeit auf uns nachbringen dat. Wenn wir denken, wenn der 3 hohe Erde ist, du kannst nicht wissen. Der Schreiber hier sagt, Pflicht, jene Bracke ab. Pflicht hier, merkt die Erde reid und sagt dem Herrn, aber Rengschatten dat, zodat wat wassen kan. Die Ring, en jeft ons dat beeld van, dat is een frische Belawungstiet. Dat Frucht, dat die eer waar vruchtbaar is, dat is alle reid. We ving in 2. König, het 3. Kapitel. Hier ist das im Alten Testament, die Geschichte von der König Ahab ist gestorben und sein Sohn ist nu der König. Und die moabitischen Menschen, die wollen dort nicht utfingen, als sie nicht wollen können von den Israeliten loskommen. Die moabitischen Menschen, sie sind festgenommen von den Israeliten und sie machten so und so viel die Israeliten jeder Jahr geben als Tags. Und sie wollen ihnen Lohn sein. Und so nachdem dass Ahab, der König, gestorben ist und sein Sohn auf dem Thron ist, dann waren die moabitischen Menschen sich einig, dass sie wollen nu als sie nicht sich losmerken können von des König von Israel. Und sie fangen an los. Und der König von Israel, der nimmt fragt den jüdischen König und ein oder 2 andere Königs kriegt den Taub. Und sie merken sich bereit, sie wollen gegen die moabitische Armee dann nu fährten. Und das redet von, dass sie gehen in das Tollraum für 7 Tage. Aus der ganzen Armee, Soldaten mit ihrer en nach Fei, was immer dann mit sich kann, und sie ist nicht wuter. Und der ist nicht wuter. Ich habe uns dort feststellen, 7 Tage rumgehen im Tool, und das ist eine große Schar Menschen, das ist Fei, und du ist nicht wuter. Das ist ein Deiper Durst. Das fehlt an eine frische Belawungstiet. Das fehlt an Wort. Und dann entscheiden, dass die Königs sagt, dass sie wollen Elisa gehen und fragen, was sie zu tun haben. Und Elisa, die bet nur Gott, und Gott, der redet durch den Elisa und sagt zu ihm, Gott dreht und fängt an, Gruves zu merken. Merk sure dass die ganze Tool voll Gruves ist. Je wollen kein Ring, je wollen dort nicht sein, aber Gott, der Wort Wuterschatten. Und so die Chinese gehen drehen, die sagen zu ihrer Menschheit, sie machen den Tool voll Gruves gruven. Und nächsten Tag morgens ist dort alle voll Wuter. Gott hat Wuter geschickt. Und Gott braucht dort Wuter, Tim, die dort so bringen, dass sie die moabitische überwinden können. Sie gewinnen gegen die
in Gott, der hat eine frische Belawungstiet gebracht. So, was will ich hiermit sagen? In Port von einer frischen Belawungstiet beleben, braucht das von, dass wir unsere Erde pflegen, dass wir unsere Brocken abpflegen. Dat, wenn uns das so fällt, dass uns Leben erst dreht, das ist hart, das fehlt an irgendwas. Dat een Port van een frische belevingstijd beleven, heeft met te doen met dat we moeten onze eerd, ons hart week merken, dat rijden merken, dat Gott zijn ring schatten kan. We vinden dat, zoals het in Hosea zegt, er redet van de 3 eerd, pleegt jene braken ab. En dat is de geschichte van in Tweede Koning, het 3e kapitel, daar redet van grooft, jene groeves, jene ditches, groof die, op de hoopning dat God wordt beantwoorden. Op dat toevertrouwen dat God wordt beantwoorden, hij wordt jent wat schatten. En zo, wanneer ons leven zich dreig verandert, wanneer zich dat zo valt, wie zijn nu groot zijn beetje aan de wüste ben in ons leven. En ik weet niet, waar jent dat gaat, maar in mijn christelijk leven valt zich dat manchmal zo stil. Dat valt zich zo, ik zie een beetje aan de 3 tijd. Yes, ik heb veel beleefd met God. Hij is zeer nieuw was in verschillende tijden, maar dat valt zich zo, dat is nu een beetje in de 3 tijd. Dat is een beetje wanneer het een wüste is. So, wat zegt God durch zijn woord? Wat moet ik doen wanneer ik een frische belevingstijd, een frische begegnung met Jezus wil merken? Dat heet zich zo, ik moet mijn hart plegen. Ik moet mijn eerd locker merken. Ik moet een groeven, om dat wat de ruim is, wanneer Jezus zijn ring, of wanneer God zijn ring schenkt, dat du wat woede kan komen. Ze woede, wie wat zeer wertvoll. Wanneer niet woede is, dan is woede zeer wertvoll. Dat maakt ons frisch. En zo dat is voor sure een poort van een frische belevingstijd durchgaan, heeft met te doen met als ons hart rijdt. Zo wie rijdt dürfen. Er zijn de dingen wat dat zijn de dingen im Stich, dat wanneer God waar we best dat Beispiel nemen van deze jüdische Chinese hier. Want die dan nu weer in 2 voeren, nu de army, nu tol, en ze hadden niet deze groeves gegroefd. Du wird keine steed zijn je was voor dat woede. Even wanneer God ook dat woede geschickt han, ohne die groeves würde nicht sein, eine steed je was, omdat het woede had kunt blijven. Dat zij er willen han kunt wat van genießen oder een genade van han. En zo dat is het eerste ding, wat ik hier uitlezen dat is, van dat een frische belevingstijd fehlen dat, dan is de vrouw als mijn hart rijdt. Er houdt dingen voor. Merk ik mijn hart. Als mijn groeven, zijn de groeven in mijn hart. Als mijn eerd locker. Dat wanneer Jezus de jas wat schatten dat werkelijk kan settle down en dat ik er wat van genießen kan. Wanneer we lezen dan in den 23. Psalm, wo besonders die erste Psalmfarge, der redet von, wo Jesus uns laden hat, oder der Gouda Schubshort uns laden hat, der bringt uns nun frische Wutter, der bringt uns nur die frische, feine, grüne Welt. Das zweite Ding, wo ich abkomme, wie dat eine frische Belawungstijd braucht, eine Begegnung oder braucht Gott in ons Leben. You know, wat ik aan denk, besonders aan denken, da is ik las in je Geschichte deze werk. En wie das grootvader die bemerkt dat hij had zijn kinderen al some jaren immer neetloos gebracht. Dat is niet een goede steed van grootvader om zijn grootkinderen aanbrengen. Maar dat is de Geschichte.
Und wir wollten dort erst manchmal, wenn es dichter und Weihnachten kommt, dann erst du wo ein Netkloß, wo du saßen da und die Kinder können du auf den auf der Schoß saßen, ein Bild nehmen und dann den Netkloß nur Dinge frauen. Und das Grootvater hat das bemerkt, dass er seine Grootkinder, adelige Grootkinder, al had, aber waren um Netkloß gebracht. Und er hat noch niemals gehört, den Netkloß fragen, hey, hallo Netkloß. Von da würde ich hier bloß mal gleich mit die Taub sein und die zu fragen, wo geht die dort? Wer bist du? Nicht, dass wir immer die Kinder kommen und sagen, ich will das gleichen, ich will das gleichen und ich will dort gleichen. Ich sehe ein gutes Kind, ich habe meine Eltern gehorcht. Dass wir immer mit zu tun mit, sie hofften, dass die Netkloß wird geben, wird jankert. Sie wären nicht neugierig nur das Leben von den Netkloß. Ich kann verstehen. Dort ist, vielleicht auch manchmal so es wie nur Gott kommen. Wenn wir an denken an eine frische Belawungstiet, kommen wir nur Gott und wir sind bloß neugierig nur die Dinge, was er uns geben kann, oder sind wir neugierig nur Gott. Eine frische Belawungstiet, die kann nicht wirklich eine frische Belawungstiet kommen, wenn es bloß mit den Dingen zu tun hat, was er einem geben hat. Nee, eine frische Belawungstiet, das hat mit zu tun, wir gehen in die Gegenwart, wir gehen in die Präsenz von Gott hin und wir beleben Gott selbst. Nicht mit den Segnungen, was er einem schenken wird. Wir lesen im Psalm besonders von den Tieren, auf Englisch steht, as the deer pants for the water. Das ist der Reiden wo da darsteht. Dort ist es meine Säule nur die darsteht, Gott. Nicht nur die Dinge, was Gott schenken kann, aber da nur Gott selbst. Noch eine Geschichte im Alten Testament, das fing wir in 2. Mose, der 33. Kapitel, von Moses und der Israelitenhand, dort Kalf, groß angebet, und Gott ist nicht zufrieden, war der Israeliten. Und war dem schließlich sagt Gott zu Moses, nimm die Kinder Israel und bringt den nur das Land, aber ich will nicht mit dir kommen. Das sind nicht Krieg, die wir, aber das ist die Meinung, das ist zu sein. Und Gott, Moses, die sagt, nee, und die gehe ich nicht in das Land nehmen. Und ich bleibe lieber hier in der Wüste bin, als in das Land, die Segnungen, die Dinge, die du uns versprochen hast, ohne die zu beleben. Und so, du hast ein Port von eine frische Belawungstiet in uns christliches Leben zu beleben, das hat mit zu tun, es uns ackerreit, es uns das locker, es das abgepflegt. Das zweite Ding ist, wir gehen nicht nur Gott bloß für die Dinge, was er geben kann, wir gehen nur Gott für wer er ist, zum Anbegegnen und zu genießen. So, das sind 2 Dinge. Kreuz ist hier in Apostelgeschichte, der 3. Kapitel von lesen, dort Gott kann kommen und eine frische Belawungstiet geben. Dann wird das was brauchen, dass ein Ackerreit ist und dass die willig sind. Ich rede nicht zu mir. Lanus, wenn du was, diese frische Belawungstiet in dein Leben beleben, und so ist es für allen. Die Acker muss reit sein, du musst nicht bloß hingeran sein, nur die Dinge, was Gott für dich tun kann, du musst hingeran sein, nur Gott. Mocht Gott uns segnen, mocht Gott immer wieder nur sein und uns die frische Belebungstiden geben, so dass wir nicht sterben, bloß in die Dinge leben, was zu jener Zeit passiert sind, aber die passieren in uns Leben von der auch. Ich wünsche jeder einem einen guten Tag.